dann sind wir von Port von was fehlgeraten, was uns mehr in der Felder leben haben. Wir haben von der schon da vielmal Christen, die sich bekehrt haben, wenn sie in Stutzchen erleben sind und vertellen dann und dann reden davon, also sie waren gefallen und haben sich frisch abgemerkt und das fehlt so ein Unbeständigkeit. Wir sind im Glauben gekommen, aber das war alle ein bisschen frei geworden. Das ja, wird so tot geworden, wir sind nicht mal so passional von dort. Mir erinnert dort an Korinther, Paulus, die Schrift in der Korinther, 1. Korinther 3, du redest mit von, wenn du noch mal wollen, die falsch das lesen, ich wollte hier nicht lesen, aber der redet von geistlichen Christen, dort meint, die sind mutig, die sind vibrant, die wissen, und dann redet er dort noch von fleischlichen Christen. Also Christen, die sind wahre geboren, aber die sind so fleischlich und die sind nicht mutig. Und dann, ja, diese 1. Korinther 3, der redet von bitte 3 Stufen. Geistliche Christen, fleischliche Christen, und dann noch so eine Worte, Jesus selbst nicht kann. So, und da ist einmal gesagt worden, die Christen, die nicht leben, nur dort, was sie an euch nicht berauben sind, die, was sie zu berauben sind, das sind einmal die miserabelsten Menschen, die das gibt auf der Welt. Wenn die haben Jesus euch und die weiten, die sollen anders leben, aber die leben da und dann hast du ein Schuldgefühl und die drehen sich rum und dann sind sie wieder gefallen und das ist so schwierig, so ein unbeständiges Leben. Ein Tag sind die mutig, nächsten Tag ganz mutlos. Sei unbeständig. Mit sich persönlich, ein Tag, wenn sie juchen und hinklatschen, nächsten Tag, wenn sie können sterben. Dort persönlich, in ihrer Ehen, in ihrer Familie, in der Umgebung, in der Kirche. Und ich sage das auch, wenn ich mir mal Geburtstag habe, dann wird einer mit Allah nicht. Und einer sieht auch viele von den Menschen, die da Allah sind, die waren da auch ein bisschen kalt und weiß nicht mal ganz genau, wo sie hinpassen da. Die weiß nicht mehr, was sie noch hier zu brüten sind. Nicht? Ich will Ihnen von der was Stunden geben, wo wir hier von der Altan hier bei ihr ein sehr volles Leben haben. Ein wunderbares Serien genießen. Ich würde gleich ein klar zu merken, unsere Seligkeit, unser ewiges Leben, zu der Radung, durch habe ich nichts zu tun. Dort habe ich immer weiter gehört, wir haben einen guten Job getan mit dort, wir sind genug geraten, wir können nichts zu tun, nicht. Zu unserer Lösung, dort hat Jesus betont, der hat uns frei gemacht, wir haben das Ticket im Himmel, dort ist klar. Und von der will ich nicht so sehr von dort reden. So, wenn wir dort nicht klar haben, dann wird jeder mit einmal so zu hören kriegen, na, wir sollen uns Himmel verdienen mit guten Worten. Dass wir durch Hand kommen, dann damit wir in der guten Worten tun. So, dort ist nicht von was ich rede. Und das Ticket im Himmel hat Jesus betont, dort ist umsonst. Und dann, wir haben also dann noch die Bibel, die lehrt dann sogar im Dall stehen. Wenn wir dort haben genommen, was Jesus hat uns frei gemerkt, hat uns geraten, hat uns ewiges Leben gegeben, dann merkt er uns Mut, immer war er am Dall stehen in der Bibel, die sagt, na, nu lebt dann du noch zu dort, was wir berauben sind. Also, wir sind zu was berauben, nu, wenn wir dann noch ans Leben, dort, dann wird wir dort sterben, was der Christus uns berauben hat. So, hier ist noch ein Ding.
Ik geloof dat er een reward system is in God zijn rijk. Wat er al hier op de aarde is en ook in de hemel is. Want het hier op de aarde gaat en wat we voor een beloning im Himmel haben wollen, hängt davon af wat we hier doen en wo we hier leven, nur dem, dat we zijn Christen geworden. So nog eenmaal, dit is wat ik geloof doe. Wo ons het hier op aarde gaat en wat we voor een beloning im Himmel wollen kriegen, hängt davon ab, wat we hier doen en wo we hier leven, nur dem, dat we Christus haben uns angenommen. Also, ik geloof dus is een reward system, wat God heeft. Wanneer we goede entscheidungen merken, wanneer we goede dingen doen, we krijgen hier een beloning. En God zegt, bij de steht, das koffer Wutter, wat we in zijn naam geven, wat niet onbeloond blijven. En wat we hebben ook nog een ander vers, die zegt, wat we de armen geven, dat liefde we God. God wordt, en hij wordt ons dat teruggeven, wat we aangeleerd hebben, en dat wordt niet oninteressant. Ik geloof, dat wordt goede interessant, dat wordt een goede reward zijn. So, ik geloof, dus één ding, we gaan eeuwig leven, we komen in de hemel, maar dan worden we nog reward zijn voor de dingen wat we hebben gedaan, wanneer we zijn Christen geworden. Onze entscheidungen, wat we merken, in al onze gebieden, al onze dingen wat we doen, die gaan volgen. We ernten wat we zeggen doen. Einmal ist der Ernte nur hastig, en nächste Mal die dat länger. En wanneer we dort ernten wat we zeggen doen, wat doen we vormen immer. Wanneer we wat zeggen doen, dan hopen we dat wat niet gratis ernten zijn, nicht? En gewöhnlich ist dat, wanneer we irgendwas sagen doen, der Ernte ist gratis. Wanneer we Gutes sagen doen, ich glaube, Gott wird ein gutes Rewards haben. Wenn wir Schlechtes sagen doen, dann wird uns mit euch verkommen, was wir machen, ernten fehlen, die schlechten Dinge, was wir gesagt haben. Ich will hier so noch sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Viele von den Dingen, was den Menschen passieren, die haben nichts mit den persönlichen Entscheidungen zu tun, was wir getan haben. Dinge ist bloß, wenn wir sind hier in der gefallenen Welt, Dinge passieren, und Teil von den Dingen, die sind nicht sehr interessant, was zu uns passieren. Aber wir haben dann die Gelegenheit zu entscheiden, was wir damit tun wollen und wo wir damit reagieren, was wir damit tun. So, hier so von der Jank hat mir was Staupen zu geben, wo kann wir zu ein sehr volles Leben kommen, hier so ab ihr, und auch noch Rewards kriegen im Himmel. Und die Vers Jank hat mir 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11 zu nehmen. So, ich war nicht so viel an denken, wenn ihr einen Fund habt, eine Bibel habt, so, du willst ein bisschen mitchecken, was wir so haben. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11. Du so, weil wir was lesen und du sind was staupen. Und hier so habe ich auch, deswegen, was ich hier so, das Trab hier so von der habe. Das Aufschnitt inspiriert mich, mal ein bisschen, ein Stautrei hat mich ein schwerer Bill Keller, mal eine Message von dort, und der hat mich ein bisschen inspiriert. Ich sehe eine ziemlich andere Richtung gegangen, das was er deed, aber der hat mich Gedanken gemacht. So, zu was will, wenn ich mal, mal ein Vers aufhören zu lesen. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11, so den 3. Vers anfangen. Seine Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Selig wollen, in ein fremdes Leben bringen. Dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns viel Gute zukommen lässt, dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berauben wird. So, das Vers, der glaube ich jetzt dort, dass Jesus uns geraten hat, dass wir ewig Leben haben. Wir haben den kennengelernt, was uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berauben hat. Das ist das erste Part, wo ich erst von rede, wo wir Christen waren. Der hat uns dort, der hat uns geraten. Und dann die
vierter Vers, die fangen mit alle von der Unterport an zu reden. Du sagst, in der die selbe Kraft, also die Kraft, die uns geraten hat, die uns ewig Leben gegeben hat, durch das er uns geraten hat. Und du sagst, durch die selbe Kraft hat er uns all die anderen Rechte, wundervolle Segnungen versprechen, durch die wir von das verkommenen Leben loskommen wollen, woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben. Also nicht rede ich von einem bitten anderen Ding, durch die selbe Kraft, also was uns geraten hat, hat er uns auch all die anderen richtige, wundervolle Segnungen gegeben, was er uns versprochen hat, was der uns von dem verkommenen Leben. Also wenn Jesus uns raten wird, dann haben wir eine Position. Wir sind in einer Position, er nennt über uns Körper, der ist hier so nur noch, so wirklich wie von dem verkommenen Leben, wo wir manch sind, davon loszukommen. Und dann sagt er hier, dass wir können von dem verkommenen Leben loskommen, er nennt noch Anteil haben an Gott seine Natur. So, du so, wo wir noch, und ich frage mich im Bett, was sind wundervolle Segnungen? Wenn er sagt hier, dass der andere wundervolle Segnungen versprechen, hat uns wundervolle Segnungen versprechen. Und ich glaube, ein von den Segnungen ist Frieden. Wir können Frieden haben, wir können friedlich sein, wir können Schutz haben. Es ist gleich hier, wo wir von dir leben und wir haben Schutz. Wir können Gott seine Dichtbarkeit versperren. Gott versorgt für uns. Wir trübeln nicht einmal finanziell mit unseren Geldsachen. Wir sind Wunder, wir erfahren Wunder. Wir sind gesegnet mit Familie. Wir sind gesegnet mit Freunden. Wir haben Weisheit. Wir sind bei den Menschen gut angesehen. Wir geben. Andere Menschen wollen uns gesegnet an. Und wir können Zeugnis sein. Das sind ein bisschen von wundervollen Segnungen. Und dann die Unterpart von du so, wir können Anteil haben an Gott seine Natur. Und was ist Gott seine Natur? Der ist Liebe, der ist gut gesonnen und der ist Fried. So, wenn wir diese Segnungen wollen kriegen, diese wundervolle Segnungen kriegen und wollen Anteil haben an Gott seine Natur, auch so denken, als Gott hat, dann fängt er hier den 5. Vers an, das zu sein. Das zu kriegen, so, wenn wir diese wundervolle Segnungen kriegen, also der erste Part unserer Radung ist umsonst, aber dann die zweite, die Segnungen, was wir kriegen, dann sagt er hier nu, das zu kriegen, bekleiden Glauben, also ans Glauben, das an Jesus Christus, wir sind zum Glauben gekommen, das an Jesus Christus, bekleiden Glauben mit guten Worten. Also good works, virtues, sagt er hier so. Und ich habe hier so Trudy, der wollte mich hier ein bisschen halten. Trudy, was mir herkommt, sie wollte mich hier so haben, sie wollte mich hier ein bisschen halten. Was das so mal haben? So, du so habe ich gute Worte. Wir sollen uns Glauben antreiben mit guten Worten. So, was sind, wir fragen uns vielleicht noch, was sind gute Worte? Wir weiten noch ein bisschen, nicht? Moralisch reich leben. Wir haben Gewissen nicht. Wir sind erbarmend über andere Menschen. Wir geben bloß einfach freiwillig. Andere halten, was in Not sind, was irgendwas fehlen hat. Wir tun die Wesen, die Witwen halten. Jakobus redet von, wenn wir die Wesen und Witwen halten, und das ist ein Gottesdienst. So, wenn wir einen Gottesdienst tun, was halten wir nicht unsere Wesen und Witwen halten. Und was können wir Gott tun? Auf einem Teil verschiedene Wege können wir Gott bringen. Nochmal, wem Eten bringen, wer weit ist, oder wem Rücken von Kaffee, den Motor sprechen. Und wir haben noch kein anderer Vers in der Bibel, was uns sagt, dass wir sollen nicht mehr wollen, zum Gott tun. So, wir können einfach Gott tun. Dort ist ein Port zum wundervolle Segnungen kriegen.
Und dann, wenn wir durch den zweiten Part von dem 5. Vers lesen, dann sagt, jemand noch an Erkenntnis teilnehmen. Also Knowledge. Hey Trudy, was will nach den anderen bringen? So, da habe ich Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Das ist, wenn wir einfach studieren tun. Wenn wir sind zum Glauben gekommen, wenn Gott uns geraten hat, viele von uns haben Mut gekriegt, die Bibel studieren, wir lernen, wir hören, was Gott mit lernen, von wo wir können Business tun, wo wir können Familien abtreiben, wo wir können einfach ein guter Lehrer sein, wo wir können, also, wir lernen. Und wir sind, mehrere von uns sind nachher nur inspiriert, dass ein deutscher Mann, ich weiß nicht von wo der ist, von Chihuahua irgendwo, das kurz zum Glauben gekommen. Er sagt, er kann nicht von der Bibel lesen und er ist zum Glauben gekommen. Nu lest er die Bibel und meist jeder Tag hat er im Bett something an seinen Status, wo die predigen hat. So, some Dinge, wo er sagen, der hat das noch nicht ganz durchgehauen. Aber die liert und die liest. So, wenn wir wollen ein sehr volles Leben haben, ein von den Dingen, was wir tun an Erkenntnis teilnehmen, wir lernen wollen. Und vielmal fragen wir uns, einmal das hier bis, einmal, wo haben wir die Zeit zum lernen, nicht? So, Nummers interessieren mich, Prozenten interessieren mich. Und was tun wir mit uns Leben, wenn wir denken, wir haben nicht Zeit, um nach Dingen zu lernen oder so dort. So, 30% tun wir vielleicht schlucken, nicht? Sagen wir im Bad, 30%. 12% sagen wir ein Dash, wo wir essen da, nicht? 30% bei der Arbeit. Und 10% sagen wir einfach bloß Tschüss, wo wir sagen, was vorig merken und wir kommen da nicht da. Der gute Gründe, wir lang drehen, was wir sollen vorig merken, wir sind da nicht gekommen, nicht? Aber 10% sagen wir vielleicht Tschüss, wo wir mit Rampocken ab dem Hof, was du mit so für Tschüss hast. Und dann haben wir diese 18% Leisure, wo wir bloß tun, was dann Schein geht. YouTube-Videos watchen oder was? oder was da wir irgendwas sein, nicht? So, und ich frage mich, wie viel Zeit nehmen wir, um einfach was zu lernen? Und einmal frage ich, was wir in der Kirche, oder wir können vielleicht sagen, ich fahre in der Kirche, ich lehre. Wenn ich Sonntagsmorgens in der Kirche fahre, und dann vielleicht noch in der Werk mit der Small Group Topsy, dann habe ich vielleicht, ich weiß nicht, 1,5% von meiner Zeit, habe ich dann gespannt, ein bisschen was lernen, nicht? So, ist das genug? Wir würden sagen, no, das einmal wird wir denken, wie die Quack redet, war einmal noch leicht von 10%, nicht? Aber wenn wir sagen, bloß ein paar Prozent wird wir nehmen, man es lernen. Vielleicht von uns Leisure ein bisschen wegschneiden und dann durch so was lernen. Wenn wir würden mal sagen, wir würden bloß mal 5% Zeit nehmen, um einfach intentionally was lernen, dann würden wir all eine Stunde, eine Viertelstunde Zeit den Tag haben, um was lernen. So, da wird auch nicht so sein. Aber das Ziel, denk erst bloß, wir haben Zeit, einmal, wir tun da bloß irgendwas brücken, was uns scheint ja, dass wir was lernen, nicht? So, das ist die bottom line. Und einmal, mir hat das Fernsehen gewonnen, gleich Informationen, eine harte Information, eine dort und dort. Und dann war ich an, so viel werden ja sich inspiriert, einfach wo was mitteilen, wo was irgendwas reinmerken, was verbringen. Dort, wenn bloß all die Information bloß absammeln wird, und kommt noch nicht an, das schafft besser, wenn dort noch mal ein bisschen sieht, noch mal einen Kurs nehmen und dann einfach ein bisschen was ausfallen. So, hier so, zum sehr vollen Leben haben, hier soll wir auch was Zeit nehmen zum Lernen. Dann das nächste, in den 6. Vers, habe ich, und dann muss ich auch lernen, uns selbst zu beherrschen. Also selbst zu beherrschen. Self-control. So, wenn wir wollen ein gesehenes Leben haben, wir müssen uns selbst beherrschen. Wenn wir wollen sein, wir wollen ein gesehenes Leben haben, weil wir gesund sind, nicht? So, dann müssen wir lernen, nach wo wir eten, und dass wir uns beherrschen, nicht?
wenn wir wollen gesehen leben haben, dass wir nicht einmal Trouble haben wegen Geld, damit wir uns beherrschen, dass wir nicht bloß dort kippen, was uns dann jetzt jankern wird. We stick to the budget. So, in der Stadt haben wir die List bloß verlängern, wir beherrschen uns, wir tun nicht bloß dort, was wir dann jetzt jankern wird. Wir haben geplant, wir haben ein Ziel, wo wir hin wollen tun, und dann da wir uns beherrschen, dass wir durch so können hinkommen. Und also wir tun uns selbst beherrschen, wo das Pferd drauf ankommt. Hast ich habe wer was gesagt, und dann fort die wird nachher. Einmal wird wir gleich den anderen noch dann jetzt mit der Fiste geben, nicht? Aber so, das wird nicht mit Salz beherrschen, wird ja, okay. Naja, du wir Wort, aber ich war mit beherrschen, nicht? Ich war nicht in der Hütte fliegen, das wird dann noch mal sein. So, wir tun uns Salz beherrschen. Und je kennen je weet nog mes alle die Geschichte, wir haben ja alle gehört von das Schildgerät und der Hus, die wollen verlängern Darb reißen und wollen sein, wer das erste, was das andere ein Darb wird. Ne? So, und die wollen sich einig sein, wer das erste, was das andere ein Darb sein. So, die fangen an, der Hus ist kurz weich, aber dann sind die Bianen oberst mit geslut. Der rennt durch an, fragt mit geslut und ja, die Schildgerät, die kommt so. Rand ein bisschen wieder und dort sind noch was Jalmeren. So, die war noch ein bisschen Jalmeren genau. Und ja, ich kann noch ein Teil die Schildkröte kämpft, ja, du sagst, kann noch gut gewinnen. Und leicht sich noch mit durch, schlaft noch. Und dann mit einmal weicht er ab und dann ist die Schildkröte dort so wie, ab das eng ist so im Ziel und der Hus hat verspielt, das ist die kleine Geschichte. Nicht? So, die Schildkröte, die wir beständig, die hat Selbstbeherrschung. Die hält nicht still, du so alle Wehen noch, was die Hus, die können nicht sich selbst beherrschen, die hält alle Wehen still, nicht? So, in dem Fall Leben haben, braucht das, dass wir uns selbst beherrschen dann. Und dann haben wir so den nächsten Part von dem Vers, wo der hier standhaft war, also Steadfastness. Wo können wir standhaft bleiben? So, das ist noch ein Ding, was wir können ans Leben tun. Da haben wir standhaft. Das ist ein Sprichwort, das sagt, 1000-mal mehr was tun als noch nicht. So, vielmal kommt das darauf an, wenn wir nicht standhaft sind, wir fangen einmal was an, wir hatten nie nicht was fertig, so, dann ist es noch nicht? So, wir sagen dort, wenn wir standhaft sind, das hätten wir zu tun mit Selbstbeherrschung. Also Menschen können sich ab uns verloren, wir sind, wer wir sind, die haben uns halt kennengelernt. Die Menschen weiten dort, wir sind standhaft, wir lassen uns nicht bloß kurz weichladen. Das ist der Hus, der leidet sich, dass er bloß hastig zu sehen laden, aber wir sind standhaft, wir gehen fairerweich und wir sind nicht so, hier sei ja Beisen, die hier groß, was sich bloß so haben, drei Lat, einmal eine Desse sieht, einmal eine Jane sieht. Und wenn wir standhaft sind, dann fahren wir nochmal mit Dingen durch. Und ich glaube, ein Part von einem standhaften Leben ist auch, na, dort bloß mal ein Werk tun, 2 Werk, 3 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Also einfach bloß mal Lebenszeit, bloß standhaft bleiben und dass wir nicht einmal hier sind, einmal dort und einmal das und wir kriegen nichts getan. Nicht? Also, wenn wir standhaft sind, das hilft uns, dass wir hier all können ein gutes Leben haben. Menschen wollen gesehen dadurch, wenn wir standhaft sind, wenn wir nicht bloß handtreu sind. Und ich glaube, dort dann so Rewards, dort merkt dann so ein Lohn so im Himmel. Dann haben wir so, der nächste Part sagt, standhaft sein mit Gottesfurcht verbunden sein. Also Gottesfurcht haben wir so.
das nächste Port, Godliness. Und ja, sein, aber Gottes Furcht, Godliness, göttlich sein, so dass jetzt alles mit so taub. So sein als Gott. Also wir sehen, wer wir so sein, für wenn Gott uns hat geraten, wenn wir dort bekennen, dass wir Gott seine Kinder sind, weil wir dort bewiesen, dass wir göttlich sind, dass wir lecken uns nach Gott. So sein als Gott, das meint mit, wo denkt Gott? Wir können uns fragen, wo denkt Gott? Na, und fangen so zu denken, als Gott das mit uns verlangen, was uns verlangen ist, was wir tun. Gottes Furcht hat auch zu tun mit, wie sein Gott für wer er ist. Ich glaube, wenn wir uns noch mal mit anschauen, dann sein Gott, der betont alles, dass ich gerat sein, dass wir bloß seine genug. Und wir fangen an zu sein, ihr steht wohl von der Natur, die, wie ein Vers, der sagt uns, die Natur, die wisst, dass dort ein Gott ist, auffangen zu kicken, sein wir Gott ist, dann mit einmal, wow, das ist uns Gott. Ich sehe nichts für den. Das einfach bloß, wir haben eine Furcht wegen Gott. Wir dürfen uns gleich so fürchten, wenn er uns geraten, aber doch, wir haben das auch, er kann tun mit dort, was er will, mit uns. Wir sind ganz abhängig von ihm. Den Tag, was wir am wollen sein, wo wir, glaube ich, bloß, wow, das wer Gott ist, und no, ich sehe bloß nicht. So, Gottes Furcht. Wir sehen Gott und für wer er ist, und dort, was Folgen haben, mit wo wir hier so ab ihr Leben tun. Was für eine Entscheidung wir merken in unserer Familie, ab alle Gebiete von unserer finanziell und von wo wir arbeiten, wo wir Deals machen, wo wir schaffen, so alles hat das mit zu tun. Dann sagt er, der Vers wieder, der sagt, in Gottes Furcht mit brüderlich untereinander gut sein. So, wir haben so brüderlich untereinander gut sein, wir können wirklich sein, geschwisterlich wird wir können sein. Also wir sind uns einfach untereinander gut. Und ich glaube, hier ist jeder Dollar und dort Port die Glaubensfamilie, wo all die, was wir zum Glauben gekommen sind, wir ehren und wir deinen den selchen Gott. Also wir sind uns untereinander gut. 1. Petrus 3, Vers 8 und 9 sagt es dort. Jemanden jün zu Gott Latz im Geist einig sein, Mitleiden haben, brüderlich gut sein und von Horten demütig sein. Tut euch nicht mit euch treu, schellt nicht treu, wenn je geschollen wollen. Sehnt leider, bis dort ist, wo je berufen sind, dort je kann gesehnt wollen. Also, du so einfach schleichtet mit guten drei Tools, man sieht die Grundwort, die Sehnen, und sagt er, wen wird dort tun? Na, sagt Petrus zu sagen, dass wir können gesehnt werden, dass wir können ein sehenvolles Leben haben. Also, hier so ans gut sein, untereinander, als Familie, als Kirchenfamilie. Also wir haben Mitleid, wenn irgendwer leiden hat, wir leiden mit, wir halten, wir tun Motor sprechen, wir tun uns untereinander unterstützen, wir vergeben, uns untereinander halten, Lasten zu drehen. Wir haben da einen Fall, der sagt, einer soll den anderen seine Last halten, drehen, nicht? So, wir halten die drehen. Also, wir geben einfach was Raum um die Menschen, mit was wir taub im Glauben sind. Jesus sagt doch in Johannes, wenn wir uns untereinander gut sind, dann wollen Menschen sein, dass wir seine Jünger sind. So, einfach uns gut sein. Wenn wir uns gut sind, dann kommt ein Sehen durch, das Gemeinschaft, das Friede, das jetzt scheint, wir unterstützen uns untereinander, nicht? Und wir weiten dort vielmal in unserer Familie mit den Menschen, was wir der dichtste bei sind, haben wir einmal gesagt, die kennen uns das dollste weiter, nicht? In der Brücke, dass wir uns fertig
Teil vergeben dann, wenn wir dann uns weiter, wenn wir hatten gedacht, der wird sicher wieder abstehen, nicht? Und nu hat er uns doch noch weiter tun, und wir brücken auf vergeben. Die, was dort bieten ist, wenn die hat was gesagt, so, na, da kann ich verstehen, die weiß einfach noch nicht besser, das ist noch nicht im Glauben gekommen. Aber wenn wir in einer Familie uns Tüß sind, in einer zweiten Familie, dann braucht das, dass wir vergeben werden. Wir können uns so einmal weiter. Und du so ein sehr volles Leben haben, braucht das, dass wir einfach gemeinschaftliche Leben untereinander haben. Und dann haben wir so noch ein brüderliches Leben mit Leben für alle Menschen. Also, wir haben hier so noch ein, wie, hey, danke, Trudi, für das zu tun. Ich habe einen Hand gegeben. Ja, so, hier so haben wir Leben für alle Menschen. Wie zum Sehen haben, dann leben wir einfach Menschen, die Rahmen sind. Wir haben einfach bloß ein handgegebenes Leben. Wir gleichen Menschen, mit wem wir taub sind. Und wir gleichen auch die, was sich von ich abstellen, einmal sagen, die Wunderliche, nicht? Und die, was sich selbst nicht weiter fertig tun. Wir können leicht einmal sein, die weiß sich bloß nicht fertig tun, so, der kann sich selbst weiten. Aber einmal die haben die Geschichte, wegen was du so dort hast, nicht? Weil wir die auch leben. Wir haben, wenn wir denken an, wenn wir sind zum Glauben gekommen, und wenn wir denken an Leib für andere Menschen, dann haben wir auch eine radende Leib. Wenn wir dort wirklich glauben, dass wir geraten sind, dann wollen wir auch ein Wort haben, dass die, was Jesus noch nicht kann, dass die auch was geraten sind. Diese Kolosser 3, Vers 14 sagt es das. Und über alles sieht leibtulich, so dass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Also, wenn wir uns einfach leben, dann wird das eine vollkommene Einigkeit verbunden. Und ich würde hier gleich in das noch zu sagen, wenn andere dein nicht in deine Plunz ist, dann hält das Leben nicht an. Das Leben, wir sind viel zu klein. Wenn das alles um uns geht, ich will das, ich will ja, ich will dessen, das haben und ich will ja haben, geben nicht am Rahmen, was der unter das, ich habe hier für das geschafft und ich will das haben, und ich will so und so viel Geld merken, ich will das, dann, wie kann man vielleicht sagen, weil, wenn das bloß ein selbstsicheres Leben ist, dann mit einmal nur eine gewisse Zeit, dann sagt wir, das Leben, das hält bloß nicht an. Das ist alles, was hier zu leben ist. Aber wenn das Ziel ist, wenn in uns Plan ist, dass wir andere leben, dass wir andere halten, dann, wenn dort immer in ein Ziel ist, wird wir andere mitnehmen, wird wir ein gerade Ding merken, als bloß mich, wenn ich allein sie bloß dann klein, aber wenn wir können andere inkluden, dann sind wir von Port, von was viel geraten, was uns mehr in der Felder leben haben. So, ich glaube, wenn wir Leben haben, dann wollen wir nur sein, dann sind andere Menschen in uns Leben included. Die sind dabei, wenn allein das ist viel zu klein. An der 8. Vers, wenn wir wieder lesen, dann sagt, wenn ihr diese Dinge haben und du bleiben, wo ihr in jene Erkenntnis am Herrn Jesus Christus nicht fühlen und unfruchtbar sein. Also, hier hat Petrus gesagt, wenn ihr diese Dinge haben und du bleiben, dann wollt ihr nicht fühlen und unfruchtbar sein. Also, du wirst eine Frucht kommen, du wirst ein Segen kommen, du wirst ein gutes Leben kommen. Und hier würde ich bloß noch gleich zu sagen, dass nicht, na, ihr schweigt alle gute Werke down, ihr schweigt das down, ihr schweigt das down, und dann so ein Ding oder das andere. Aber das ist ein bisschen ein Bild, was ein completed Leben merken, dass wenn wir das
eine Weich oder andere Weich in uns Leben haben, dann habe ich ein seelenvolles Leben. Und wir wollen Frucht bringen. Wir sind nicht viel, wir haben einen Purpose. Wir können was tun. Wir fangen an zu geben, was Gott uns hat, dort zu berauben. Wenn wir hier so gehen. Dann. Der nächste Fall, das sagte du dann, wer das nicht hat, der ist blind oder wenigstens kurzsichtig, sagt sie da. Dann sagt er, hat für jeden, dass er von seinen alle Sinnen gereinigt wird. Also, das blind oder das kurzsichtig, und hat das für jeden, was von der Leben Gott zu uns hat, dass er uns raten deit. Also, wir haben gesagt, dann lebt nicht nur zu was er uns hat. Und wenn wir dort nicht leben, dann verliert wir dort mit einmal, was Gott hat gekostet hat, zu mir raten. Wir sind feiner sicher, dass wir das Ticket im Himmel haben, aber wir haben ein bisschen von verjährten, dass Gott uns geraten hat, was ihm das gekostet hat. Den Vers hat wir Fehlsender hol, Isaker hat in der Soll 3,12 Vers 1 und 2 der Rede von, wir sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden. Also wenn wir bekehrt sind, wenn Gott uns raten wird, dann kriegen wir eine neue Gesinnung, dann tut er selber verändert werden. So wie können wir uns verändern, wenn diese Dinge Porte in uns Leben sind, dann werden wir verändert. Die tiende Fall sagt, das ist das, du werden, liebe Brüder, merken, daran immer fester, dass die Berauben in ausgewählt sind. Also, wir können uns, wenn wir das tun, wenn wir dann wo wir fest an uns glauben. Wir weiten das als Meier dort hängen, das Bild ist gerade aus, wie Salz, und wir wollen einfach bloß fester von dort und sein dort wirklich verwortet ist, was Gott uns geraten hat. So dort, wir können einfach bloß wundervolle Segnungen haben. Also wenn wir gute Worte tun, wenn wir lehren tun, wenn wir uns selbst beherrschen tun, wenn wir standhaft sind, wenn wir gottesfürchtig sind, brüderlich Leib, oder gemeinschaftliche Leib, und einfach Leib für andere. Dann verstehen, das letzte Ende, das sagt, will es von je dort tun wollen, wo ihr nicht fallen. Also, ich sehe von der schon nach, du sind viele Christen, die bekennen so viel mal, dass die, ich sehe, war gefallen, ich sehe, raufgekommen in mein Denken, ich sehe, wieder weggekommen von Gott. Ich glaube, wenn das Part ist, was Petrus du so sein wird von uns Leben, dann hast du gleich so viel Probleme, dass wir wollen fallen. Wir haben eine Regel, wo wir nur gehen und dass wir können fast sein. Wir wollen beständig sein in uns christliches Leben. Das ist nicht ein Tag so, und nächsten Tag haltet alle nur schauen, ich weiß nicht, was ich hier sehe. Wir haben das Wort tut. Der 11. Vers, der sagt, dann wird jünd der Eingang in unseren Herrn und Heiland Jesus Christus sein, ewig direkt nennen, weit aufgemerkt worden. Also der sagt dann, also wenn das Part ist von uns Leben, dann wird der Eingang in Gott sein direkt, das wird weit aufgemerkt sein, nicht? Wenn wir holen den Glauben, was wir an Jesus Christus haben, das merkt dann du so, dass wir können, dass der Himmelsstern up ist für uns. Und ich sage das noch, für mich ist das so nach der andere Part von dort, wenn ich glaube, dass du ein Reward-System ist, wenn wir wollen einen Tag im Himmel kommen und wir die Worte upsen, der Himmelsstern, und du wirst eine Belohnung sein für was wir hier haben in uns Leben getan. So noch einmal, weil wir das klar merken, dass wir in die Gemeinschaft haben mit Jesus Christus angefangen,
dass wir das Ticket im Himmel haben. Angefangen uns nahen, dass eine neue Gesinnung, wenn wir untereinander, dass wir bekehrt sind, untereinander, dass wir wiedergeboren sind, untereinander, dass wir zum Glauben gekommen sind, weil wir sicher merken, dass wir einen Anfang haben, dass wir eine Erfahrung haben mit Gott. Und dass wir dann wollen wachsen. Und zum das Wachsen, ein von dem, was wir letzte Sonntag hatten, das sagt, du kannst nicht gewähren und was abfreien. Wenn wir wollen so ein Leben haben, wo das Part von das braucht was Hand zu abfreien. Du kannst nicht gewähren, du kannst nicht ein beständiges christliches Leben haben, wenn du nicht was Hand abfreien lässt. Das zu tun, gut zu tun, und uns selbst beherrschen und beständig sein, das braucht was Hand zu abfreien. Aber zu guter Letzt, glaube ich, wird das aller wert sein. Und so, diese wundervolle Sehnen und Kriegen, hoffe ich, wird das immer da Port werden von uns Leben. Und was sind die wundervollen Sehnen? Von Frieden, von Schutz, Gott sehen dich bei sein, Gott sehen versorgen, finanziell nicht immer in Trübel sein. Wir erfahren Wunder, wir sind gesegnet in unserer Familie, wir sind gesegnet mit Freunden in der Kirche, wir sind weise, wir werden von anderen Menschen gut angenommen, wir geben, Menschen wollen uns gesegnet an und wir wollen ein Zeugnis sein. Das sind gute Segnungen, was wir können haben, was wir auch können von der Tag erleben und danach die Belohnung, was Gott uns wird geben. Und ich will nicht Mut merken, einmal zu sein, so eine Menschen, was hier so oder irgendwas, wo wir ein bisschen abkicken tun, was wir würden sein. Einmal habe ich noch mal so einen Ausdruck gemerkt, na, die Lied, das sind die gesegnete Lieder, das sind eine gesegnete Person. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen neu kicken tun, die haben das Part von ihr Leben gemerkt. Das ist zu sein, die dein, die sein Dinge in die Wassen, in die Handels, in der Felder leben. Meint das alles einmal glatt und leicht? By no means. Aber du hast sehen, und wir können Frieden ans Wort haben. So, ich würde uns Mut merken, weil wir diese Dinge, was Petrus so beschrieben hat, fort von uns Leben merken. Wenn ihr die vergessen, 1. Petrus 3, Vers 2. 2. Petrus 1, Vers 3 und wieder. Du fängst diese Stoppendkeit, du ganz leicht rütfängen, um dich nochmal unterstrecken. Sag, wenn ihr Frauen, weil ihr abstehen, weil wir nach Top werden. Ans Leib soll ja Gott danken für, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du bist und dass du uns was segnen. Und wir weiten, dass wir danken dir bloß, dass wir abhängig sind von dir, dass du uns geraten hast, dass du uns das ewige Leben durchgibst. Und von der beten wir auch, wenn wir uns Mut merken, das dort leben, dort sterben, dass wir dort, wo du uns berufen hast. Ich danke dir für jeden Mann, der hier ist. Ich bete bloß ein Sehen ab dir und dass wir können einfach bloß ein Sehen sein, hier für andere Menschen und dass wir würden mit Frieden und beständig die dein. Da beten wir in Jesus in Namen. Amen. Ons heeft een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Dienstinnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen Jähen bist, wo lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen. Und deren sind auch für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklack 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, die du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und in die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich.
Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht im Port sein von so einer Gruppe steht, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirche.com. Uns hier erzählen, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr an YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auch den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.